Was für eine Zusage. Hey, die Güte von Gott rennt zu dir, rennt dir nach. Du kannst nicht davor rennen, es ist schneller. Sie ist bei dir. Und um das geht es auch, oder? Die Güte von Gott ist auch, dass er uns begegnen will. Dass er dir in deinem Herz begegnen will. Dass er dich berühren will. Vielleicht auch im Verstand. Gell? Wir haben ja viele auch Menschen, die viel mehr über den Kopf funktionieren als über das Herz. Also auch dort eine Erkenntnis und dann darf abrutschen. Das ist die Güte von Gott. Dass du da sitzt, Jesus Christus kennst, ist die Güte von Gott. Ist eine Begegnung vorausgegangen, ein Erkennen vorausgegangen. Und so sind wir in dieser Predigtserie, oder das Momentum von einer Jesus-Begegnung. Ich weiß nicht, was dir das alles schon in deinem Leben ausgelöst hat, aber es ist so das, wo wir uns ja ein Stück weit auch sehnen, wo wir sagen, hey, für das gehen wir. Und so, wenn wir uns heute auf das fokussieren, hey, eine Begegnung mit Jesus Christus. Und ich weiß ja nicht, wie viele Gespräche ihr schon über Jesus geführt habt. Ich habe schon einige geführt und mit Leuten und Zeug und Sachen und ja, die meisten sind aber gut rausgekommen. Die meisten, die finden so oder die hören so auf, so, ja Elias, wenn es für dich stimmt. Oder das mag schon gut sein für dich. Du brauchst das halt noch ein bisschen, Elias, genau und so. Oder? Und dann bist du so dort und eigentlich entwaffnet. Wer dann wissen will, wie wir weiter fragen können, damit es dann auf den Punkt kommt, der kann gerne nachher zu mir kommen. Ich habe da 2, 3 so Trick 77, wo man darauf eingehen kann. Schaut, das ist ja dann das Traurige, oder? Da steht und er sagt, ja, er will dich ja nicht beleidigen und sagt, das ist schon Hirn verbrennt, oder? Sondern er sagt, das ist gut für dich. Aber wie kommen wir zu dem Punkt, dass du kannst sagen, hey, für dich ist im Fall Jesus das Beste, was es gibt, echt das Einzige, für dich auch und für dich und für dich. Und Jesus will im Fall unbedingt mit dir und du und hey, heute zusammen daheim. Auch für euch ist Jesus Christus der Einzige, der Alleinige, Jesus allein. Aber Menschen zweifeln. Menschen zweifeln und denken, ist er das wirklich? Ich meine, da kannst du dann immer noch den Leuten die Bibelverse um die Ohren hauen, oder? Johannes 14. Jesus antwortete, oder? Das ist immer so, wenn es so anfängt, oder? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich meine, sorry. Das kannst du den Leuten schon sagen, aber sie zweifeln eben immer noch ein bisschen, oder? Aber er allein, er ganz allein, ist der, wo es darauf ankommt. Ist der, wo wir es irgendwie schaffen, dass die Menschen auch an ihm heben, an ihm gehen, sein Leben anschauen und so weiter. Aber sie zweifeln. Und es sind nicht nur die Heiden oder so, die zweifeln, sondern es ist auch Zweifel bei den Christen. Es sind Menschen einfach Zweifler. Ist es echt wirklich, lange es echt für mich? Ist es das? Könnte das sein? Und dann habe ich mich gefragt, warum denn? Warum zweifeln wir alle? Und da kommen wir also an einen Knackpunkt her. Jesus oder Gott vielleicht auch, der macht nicht das, was wir gerne hätten. Und dann wollen wir an zweifeln. Ich hätte es doch gern so oder so oder so. Und Gott macht etwas ganz anderes. Ganz anders. Warum lässt er Krieg zu? Warum löst er nicht das Problem vom Hunger? Warum ist mein Leben so, wie es ist? Und hat Gott nicht das und dieses und das noch gemacht in meinem Leben? Oder? Das sind Zweifel, so Sachen, die dann kommen. Und Gott tut einfach nicht das, was wir immer wettet. Auch wenn unsere Liste lang ist und wir super Begründungen hätten, warum und wieso, oder? Auch da beim Welthunger und beim Frieden und so, oder? Der Nick Gamble, Alpha Life, oder, der hat das Buch geschrieben, all diese Fragen, oder? So viele Fragen. Und dann sagt er einfach, ja, die Frage kannst du jedes Mal zurückspiegeln und sagen, ja, warum lässt du es zu? Mir, du und ich, warum lassen wir das zu, dass es Spaltung gibt? Warum sind wir... Haben wir es doch auch im Griff auf dieser Erde, die gehört ja uns, die können wir bestimmen darauf, aber wir schaffen es nicht. Und Jesus ist so anders, er spiegelt das vielleicht uns zurück und hat aber auch ganz einen anderen Weg, wo er geht, als wir uns das vorstellen. Jesus ist ganz anders. Und gell, ihr kennt
das Enttäuschtsein, wenn Gott nicht das tut, was wir gerne hätten, oder? Ihr kennt die 2 Jünger, die unterwegs sind, die haben wir im ersten Predigt schon mal gehabt, die sind enttäuscht von Gott. Es hat einfach nicht geklappt, wie sie es wollen. Sie sind enttäuscht und laufen nach Emmaus. Weil das war in der ersten Serie, in der ersten Predigt von dieser Serie, da könnt ihr gerne noch mal reinhören, dort nehme ich das noch ein bisschen länger auseinander. Sie sind enttäuscht von dem, was passiert ist. Hätte jetzt nicht ein Weltreich aufgebaut werden, hätte jetzt nicht Trömer rausgeschickt werden oder ein jüdisches Reich aufgebaut, ein messianisches Reich, und nein, Jesus ist gestorben. Und sie laufen so, oder? Und dann kommt Jesus zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht, das wird irgendein Wanderer sein, der komische Fragen stellt und so. Und dann hat Jesus aber auch gefragt, ja, was macht er denn da und was ist, oder? Und dann sagt er, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte sehen, wie mächtige Worte und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und Mitglieder, und am Schluss ist er gestorben. Es ist einfach nicht so gekommen, wie ich gedacht habe. Schon wieder nicht, einmal mehr nicht. Und wir haben doch gehofft, er wäre der Messias. Sie haben gehofft, aber Gott hat nicht tun, wie wir es gerne hätten. Und wenn wir diesen Gedanken mal ein bisschen weiter studieren, einfach wenn wir das mal weitergehen, merken wir nicht, dass Jesus eigentlich immer anders ist, als die Menschen das rund um ihn herum gedacht haben. Es ist immer anders als das, was wir gedacht haben. Jesus hat sich fast nie so verhalten, wie die Leute wollen. Einmal hat er doch auch auf seine Mami gehört und Wasser in Wein verwandelt. Das ist super. Aber meistens ist er eben anders gewesen. Zum Beispiel kommt er eben aus Nazareth und ist nicht der Prophet aus Bethlehem. Und das passt so nicht in das Zeug hinein, wie die Pharisäer oder überhaupt die Juden denken. Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Das kann nicht sein. Der Messias kommt aus Nazareth. Natürlich ist er in Bethlehem geboren, wir wissen es alle, oder? Aber so vom Ding her aus Nazareth, oder? Oder dann das andere ist ja die Jünger, die wahrscheinlich im Kopf eine Liste hatten, was er jetzt alles müsste tun, oder? Jetzt Befreiung und jetzt geht es los und jetzt hat er mich berufen und Zeug und Sachen, oder? Und dann, wenn sie denken, ja, das neue Reich, das Jesus jetzt aufbaut, wer wird denn der Größte sein? Du oder ich? Oder willst du lieber links sitzen oder rechts und so vom König? Und wow! Und Jesus ist ganz anders und sagt, wer der Größte sein will, der dient doch den anderen. Puh. Also vielleicht nur so mündlich, nicht gerade richtig Ohrflattern, oder? Aber es ist so, aha, Jesus ist anders. Und dann die andere Story, oder? Da kommen ein paar Gofen zu Jesus. Die Saugofen, was macht ihr da gestanden? Das ist der Messias, könnt ihr nicht mal auf die Seite? Los, geht gar nicht, oder? Und Jesus sagt, stopp geschwind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht so einen einfachen, kindlichen Glauben habt, oder werdet wie Kind, ganz anders, oder? Als wir das denken, als wir das Gefühl haben, dass das könnte sein. Oder dann gehen wir mal zu der Auferstehung. Wem begegnet Jesus als erstes? Ihr wisst das natürlich alle, und wenn nicht, könnt ihr es gerne nachlesen, in den Evangelien ist das beschrieben, an einer Frau. Und ich liebe wirklich Frauen, es ist super, also nein, meine, oder es ist gar nicht, aber dazumals ist einfach das Wort von einer Frau vom Gewicht her nicht so schwer gewesen wie das von einem Mann. Du hast mehrere Frauen gebraucht, um das zu beweisen, wenn jetzt ein Mann das gesehen hätte, oder? Er begegnet einer Frau völlig anders. Jesus, wenn du Aufsehen erregen willst, wenn du Auferstehung wäre es doch wert, oder? Dann gang doch auf den Tempel. Zeig dich dort, der Priester, dass du auferstanden bist. Oder am besten noch im römischen Präfekt oder irgendwie so, oder? Dort wird Musik gespielt. Nicht einfach eine Frau. Nachher ein paar Jünger und Fischer. Jesus, das macht man doch anders. Ja, er macht es anders, als wir uns das immer vorstellen. Und das führt zu diesen manchmal tiefen Enttäuschungen. Das führt zu diesen enttäuschten Emmaus-Jüngern, die denken, nein, mit dem Tod von Jesus ist alles vorbei. Das ist ja völlig normal, es ist alles vorbei. Wenn du ein Wüstenprediger bist und stirbst, dann sind deine Predigten nachher irgendwann vergessen, verschwemmt, weg und Zeug und tschüss. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Durch den Tod von Jesus Christus und seine Auferstehung hat er alles bestätigt, was er predigt hat. Er hat müssen sterben. Wieder total anders, als wir es gedacht haben. Er hat all seine Lehren bestätigt. Er allein ist der auferstanden ist. Und er sagt das im Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Haben wir schon mal gehabt, oder? Wow. Er bestätigt es, weil er kannst ja nicht einfach raushauen, oder, so einen Satz. Das muss ja bestätigen und er hat das bestätigt. Check. Oder er sagt, hey, ich bin die Rettung. Ich bin der Retter von dir und von mir und er rettet uns durch den Tod durch. Check. Hat er gemacht, oder? Dann sagt er, ich will euch Ruhe geben. Ruhe von dem Angst haben, was wird denn nach dem Tod sein und komme ich echt und in den Himmel und nicht und Zeug. Er hat uns Ruhe geschenkt, Check. Er hat gesagt, hey, ich bin Gottes Sohn. Oder sagen wir, die Pharisäer haben gesagt, bist du Gottes Sohn? Und er hat nicht verneint und gesagt, du sagst es. Und das hat er bewiesen, weil wer außer Gott durchbricht den Tod. Und so ist der Tod schon wieder ganz anders, als wir denken, oh nein, jetzt ist es vorbei. Nein. Durch das hat er das bestätigt, was er immer gelernt hat. Gerade durch seine Auferstehung hat er auch die Möglichkeit geschaffen, dass wieder eine Verbindung zum Vater passieren darf. Da lesen wir das ganze Neue Testament davon. Dass dann nachher ist losgegangen, oder? Durch meinen Tod, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung hat er es wieder hergebracht, dass wir Menschen in einer geraden Beziehung zu Gott leben können, in Ewigkeit. Stellt euch das mal vor, ihr, die an Jesus Christus glaubt, wenn ihr das tut oder daheim. Wir haben in Ewigkeit wieder die Möglichkeit, mit Gott zusammen zu sein. Und das sagt er in Johannes 11. Und da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wow, was für ein krasser Satz er da raushaut. Und das kann jemand nur sagen, der auferstanden ist. Und das gibt dir und mir die Möglichkeit, dass wir den Tod durchdringen können. Durch wer? Durch Jesus Christus allein. Er ist Herr, König aller Könige. Er ist der das herbringt. Und das ist für uns und in Ewigkeit. Da gibt es uns Ruhe ins Herz. Wir wissen, wo es hingeht. Der Tod hat den Stachel verloren. Halleluja. Aber es ist nicht nur in weiter Ferne für uns alle, hoffe ich, dass es für jeden noch viele Jahre geht, bis wir das erleben. Nein, es ist auch heute und jetzt. Und das ist das, was Jesus dann sagt, hey, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das gilt für dich, jetzt, da, heute Morgen. Es kann von deinem Körper oder von deinem Geist aus können Ströme vom lebendigen Wasser in die Welt rausfließen. Das verheißt er da. Jesus lebt das und kann das. Und weil er eben auferstanden ist und lebt, kann er dich genauso brauchen. Dass du ein Segen bist für deinen Nächsten, egal beim Arbeiten, in der Familie, wo auch immer. Und das ist cool, das gibt uns Kraft für die jetzige Sache. Ich weiss, Gott kann mich brauchen, zum lebendiges Wasser in euer Herzen hineingeben. Nicht aus mich, sondern Jesus Christus allein. Er macht das möglich bei dir und bei mir. Und er sagt, hey, und ich bin das Licht von der Welt. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis ist. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Jesus Christus ist das Licht für dich. Kann das Licht sein. Er wird dir zeigen, wo es durchgeht. Wir können ihm vertrauen, wir können an ihn glauben und dann die Führung oder das Licht in unserem Leben bekommen. Johannes 12. Er zeigt uns den Weg zum Leben und durchs Leben. Dann vielleicht noch ein dritter. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Es ist schon wieder die Kraft. Jesus Christus ist beim Vater und kann ausrüsten und hat uns ausgerüstet durch den Heiligen Geist, damit wir Größeres tun können als er. Und das auch wieder nur durch ihn. Nur durch ihn. Und da ist Großartiges passiert. Ich meine, die Apostel, ein Paulus, ein Petrus, ein Schatten und die Leute sind gesund worden. Oder auch die Erweckungsprediger von irgendwie 150 Jahren. Gewaltiges tun. Oder ein Johannes Wirth, der eine Quellenaufstiftung aufbaut und weitergeht. Menschen kommen reihenweise zum Glauben. Wir sind ja eine Frucht davon, als Tochterkirche, oder? Ja.
Und das ist so etwas Gewaltiges. Und durch wer? Durch Jesus Christus allein. Er ist die Kraft, die hinter all dem steht. Und es heisst nicht, ist euch vielleicht aufgefallen, he? Wenn wir jetzt all die Versli angeschaut haben, ist euch das aufgefallen. Es steht nicht, wer gut lebt und alle meine Gebote hält und noch mehr darüber hinaus und seinen Besitz verschenkt, der wird. Merke, das entscheidende Wort ist Glaube. Wer glaubt, wer glaubt, wer glaubt. Und so ist Jesus Christus der Weg zu der Erlösung durch den Glauben. Und mit dem, was er da rauslässt, was er da gesagt hat, ist es eigentlich so, dass er jedem Religiösen den Kampf ansagt. Immer dort, wo wir hingehen und sagen, ja, ich mache das, in der Hoffnung, ein besseres Leben überzukommen, mehr gesegnet zu werden, größere Schutz zu haben oder mehr Glück oder einen höheren Status oder eine bessere Position, dem sagt Jesus Christus den Kampf an. Er sagt, nein. Es ist der Glaube, es ist nicht das, was du tust. Der Deal, du Jesus, ich gebe dir meinen Zehnten und dafür brennt mein Häuschen nicht ab, der funktioniert nicht. Und dann sind die Menschen enttäuscht. Und auf der Straße nach Emmaus, weil das Häuschen gleich abbrennt. Weil Jesus anders ist, anders. Das funktioniert nicht, es geht ihm ums Herz. Und genau so war es eine krasse Konfrontation auch mit der damaligen religiösen Welt. Das, was Jesus gesagt hat, das ist nicht in ihr Schema hineingegangen. Das kann nicht sein. Wir sind doch die das Gesetz halten. Wir sind die und die Erwählten, die das Gesetz bekommen haben. Und um das geht es. Und nur so kann man das Himmelreich sehen. Und Jesus kehrt das um und sagt, hey, nein, das Religiöse geht nicht. Ich will dein Herz und ich will dein Glauben. Ich will dein Glauben. Glaubst du? Und dann? Glaub nur, sagt er immer wieder, wer an mich glaubt, an mich allein, an den Sohn Gottes, an den, der sein Leben gegeben hat und sein Blut vergossen hat, damit wir in den Himmel überkommen, an mich allein zu glauben. Der hat Gemeinschaft mit mir und dem Vater und der Erfüllung vom Heiligen Geist. Die Dreieinigkeit, so wie sie der Joni so gut erklärt hat, also so gut man kann, wird aktiv durch den Glauben an Jesus Christus, an das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und das Erlösungswerk, oder, das ist so eine Sache. Und ich will es euch ganz kurz nochmal erklären. Ihr kennt sicher alle das Zeichen da. He? Yin und Yang. Oh, und früher bin ich Fan so von diesen Zeichen. Oh, die sind cool und so, oder? Und eigentlich ist das Zeichen auch eine gewisse Wahrheit für die Welt. Ich will da jetzt nicht vor den Kopf stoßen, aber unsere Welt hat so viele Sachen, die gut sein wollen. Oder? Ja, wir geben uns Mühe, wir sorgen für Krieg, für Frieden, oder? Auch wenn wir dafür in Krieg müssen, so ein bisschen so, oder? Und es ist immer so ein Gemisch. Vieles hat so gut angefangen oder mit so guter Meinung und ist am Schluss schlecht rausgekommen. Gerade die Erweckungsprediger, oder? Wenn ihr da mal das lesen, die Generäle Gottes, sensationell gut angefangen, am Schluss schlecht geendet. Viele Könige oder Propheten, gut angefangen, schlecht geendet. Das da ist ein Zeichen für die Welt. Was es so ein bisschen symbolisiert, oder? Gut und böse. Und es ist so ein Gegenüberstellen auch. Es sind Gegensätze, wo es vermischt ist, wo es braucht und so weiter. Für das alles könnt ihr googeln, oder? Es ist wirklich noch krass. Ich habe beim Google herausgefunden, dass das da als böse ist, das Dunkle, und es ist weiblich. Ist doch gemein. Also wer kommt auf so eine Idee? Und das da, wo gut ist, das Weisse, das ist männlich. Also da dachte ich, hey, come on, das Zeichen ist für nichts. Es ist wirklich für nichts. Und vor allem lange es nicht für die Gemeinschaft. Oder da finden wir uns alle. Ja, ich habe so viele gute Ansätze, aber nein, es zieht mich zum Streiten und dann muss ich gleich wieder Recht haben. Und dann tut es weh und ich verletze in der Familie oder in der Das ist ein Zeichen für unsere Welt. Und das langt nicht, sagt Jesus Christus. Es langt nicht, aber wer an mich glaubt, der wird das ausputzt bekommen. Für den werde ich das wegputzen. Das Blut von Jesus wird das wegputzen. Weil der Vater ist heilig.
Der Vater ist heilig. Und bei ihm hat nur Heilungsplatz. Und genau darum kommt Jesus und sagt, hey, glaub an mich. Und du wirst heilig werden. Und du wirst im heiligen Königreich dabei sein. Und das sind wir, die an Jesus Christus glauben. Und das ist ein Vorrecht. Und durch wer? Durch Jesus allein. Weil er sein Leben gegeben hat, am Kreuz gestorben ist, können wir so da kommen und können so in ein heiliges Leben hineingehen. Und das ist einfach gewaltig. Durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus kann die Beziehung passieren. Und das ist ja schön. Wenn man eine Beziehung hat, dann begegnet man sich. Durch den Glauben. Und so ein Glauben. Wir haben den Hebräer 1, wo es steht, Glaube ist. Wenn wir Glauben brauchen, dann heisst es so, ich glaube, morgen regnet es. Oder? So, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Bibel sagt, Glauben bedeutet das Überzeugtsein von der Wirklichkeit von unsichtbaren Dingen. Glauben ist eine feste Zuversicht an dessen, was man nicht sieht, und das Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist das, was der Glaube uns vermittelt. Und durch Glauben kommen wir all das über, den Zugang und das. Und dann denke ich immer, ja, das ist für mich, ja, es ist die Bibel, das ist super, aber ich verstehe es nicht, oder? Da habe ich letztens ein Interview gelesen. Und dann hat der im Urtext nachgeschaut. Und der sagt, Glaube ist ja nicht, was da übersetzt worden ist, aber Glaube im Urtext bedeutet Hingabe, bedeutet Treue, bedeutet Beziehung, Leben. Wow, das ist mir gerade eingefahren. Das habe ich genommen und ich bringe es euch da wieder. Weil das ist das, was so krass ist. Glauben an Jesus Christus, an das, was er gemacht hat, bedeutet eine Beziehung zu leben mit ihm. Obwohl man ihn nicht sieht, oder? Weil ich ja feste Zuversicht habe, die anderen Übersetzungen sind nicht falsch. Aber das hat mir wie so auf den Sprung geholfen. Und Glauben ist das, oder? Ich vertraue an einem Wort von einem Freund. Oder von jemandem aus der Familie. Und ich ganz sicher, der ist vertrauenswürdig. Und der sagt das, also vertraue ich drauf und ich baue drauf und ich baue Beziehung und so weiter. Und ich meine, meine Frau hat vor 23 Jahren Ja gesagt zu mir. Und ich baue auf das Wort. Ich vertraue und ich glaube dem Wort. Und seit 23 Jahren baue ich mein Leben auf das Ja-Wort von ihr. Sie könnte im Fall, also wir haben nur ein Konto, alle Kohle geht dort drauf. Sie könnte die ganze Kohle nehmen, plus den BMW und sie könnte. Aber ich vertraue ihr, ich lebe in einer Beziehung hinein, ich glaube ihr. Versteht ihr? Das ist so viel mehr, als ich glaube, morgen regnet es vielleicht oder ich glaube, ja. Und das ist genau das, die Beziehung leben. Und genau das ist das. Glauben wir diesen Wörtern, die Jesus Christus gegeben hat? Glauben, entscheide ich mich? Glaube ich das? Dass von meinem Leben aus, dass ich wert genug bin, dass Gott mich so fest liebt, dass von meinem Körper oder von mir aus Ströme vom lebendigen Wasser gehen? Wer glaubt? Und auf das will ich da aus. Und das ist so ein tiefes Gefühl, oder? Und dann stellt sich irgendwann die Frage, oder wenn wir das Bild von der Beziehung nehmen, stellt sich die Frage, hat er auch gesagt in dem Interview, wie will ich mit ihr in Beziehung leben? Mit der Person, wo ich glaube. Stellt sich doch die Frage, okay, ich glaube das, aber wie will ich die Beziehung leben? Verhält es sich auch mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung zu Jesus? Wie wollen wir das leben? Das ist nicht nur eine Gefühlssache, und das finde ich eben cool. Das ist nicht nur eine Gefühlssache, sondern auch eine Willenssache. 23 Jahre lang will ich der Miriam vertrauen. Da glaube ich ihrem Ja-Wort. Ich will das. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und das hilft vielleicht Menschen, die mehr rational denken, oder? Und sagen, ja, ich verstehe zwar die Dreieinigkeit nicht wirklich, ich verstehe auch die Bibel nicht immer alles, oder? Aber der Jesus, der mir da begegnet, die Predigten in der Bibel, zu dem will ich eine Beziehung haben. Das ist etwas, was über den Kopf funktioniert. Und da kannst du dich entscheiden. Das ist eine Willenssache. Ich will Jesus Christus glauben. Und dann haben wir den Zugang zu Gott, von Mann zu Gott. Wow.
Und zur Beruhigung, gell? Ich verstehe ja das Wesen der Frau auch nicht ganz, oder? Und will trotzdem eine Beziehung zu der Miriam. Oder ich kann sagen, ich blicke nicht durch bei der Miriam. Ich verstehe sie, die hat immer wieder neue Seiten und wow, das kann ich wieder neu entdecken und so. Aber so richtig durchblicken, denke ich immer, ja, sie reagiert dann so. Und dann doch nicht, oder? Also, und trotzdem lächzt mein Herz nach einer Beziehung zu meiner Frau. Und genau so verstehe ich nicht alles, was in der Bibel steht. Ich kann nicht genau durchdringen. Aber ich glaube, dass Jesus Christus vertrauenswürdig ist. Und ich vertraue ihm und ich glaube, dass er tut, was er gesagt hat. Dass er mich mit aufnimmt zum Vater. Dass die Tore aufgehen, wenn ich dann einmal komme und der dort ist. Ich vertraue und glaube das. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und ich freue mich immer wieder, Miriam zu sehen. Und das ist ja schön, wenn man dann glaubt und in einer Beziehung lebt. Man begegnet sich. Man begegnet sich, also heute Nachmittag, oder? Wenn es dann regnet, das sollte ja, ich glaube, es regnet heute Nachmittag, oder? Dann können wir ein bisschen zusammen im Sofa knullern, das ist doch eine super Sache. Und ich freue mich drauf. Aber wisst ihr was, ich freue mich auch, wenn durch den Glauben mir Jesus Christus begegnet. Und ich wünsche mir nichts anderes, dass Jesus Christus dir begegnet. Weil das ist so ein Momentum, das in unserem Leben ausgelöst werden kann. Eine Begegnung durch Jesus Christus. Und ich frage dich, hast du Glauben für das? Dass Jesus dir heute Morgen begegnen kann? Dass er interessiert ist an dir? Glaubst du das? Er hat sein Leben gegeben für dich, das sagt er, das sehen wir, das können wir nachlesen, das verstehen wir. Und obwohl er dich ganz genau kennt, deine schlechten Seiten kennt, ausgewaschen hat, will er eine Beziehung haben zu dir. Er will das. Er hat alles gemacht für dich. Jesus allein. Und er allein will eine Beziehung zu dir. Der Gott, der dreieinige Gott, das ist ja nicht nur Jesus, es ist ja der Heilige Geist und der Vater. Sie lieben dich und wollen Beziehung zu dir. Glaubst du das? Freust dich drauf? Ja, Jesus wird heute Morgen Grosses tun. Und da können wir antworten, ja Jesus, ich glaube, ich will dir auch begegnen. Und das ist eine richtige Frage, die du in deinem Herzen beantworten kannst. Ja, ich glaube, du liebst mich und willst mir begegnen. Und ich möchte, das wäre die Antwort dazu. Dann frage ich dich, für was hast du Glauben? Wie fest? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, ich habe jetzt noch 4 heute Morgen. Darf er dir als reinigender Jesus, Erlöser, begegnen? Glaubst du das? Dass er das kann? Dass er dir die Last von der Dunkelheit wegnehmen kann in deinem Leben? Von der Depression, von Schuld, von Fehlern, wir wissen es ja, dass er das wegnehmen kann. Glauben wir das? Hast du Glauben für das? Wir werden dann das Abendmahl nehmen. Und dann, wenn du für das Glauben hast, dann kannst du das Abendmahl nehmen und dann ist das wie ein reinigendes Mahl. Dann ist der Traubensaft das Symbol für das, was ich da gemacht habe, dass da rein werden kann. Dass die Dunkelheit weggeht, dass das weggeht, dass das rein wird. Und dann kannst du auch, wenn du das Abendmahl nimmst, im Stillen, im Gebet hinein sagen, Jesus, schau, und das und das und das belastet mich am meisten. Und manchmal brauchst du das. Ich habe gerade letzte Woche, ich habe so ein Büchlein, wo ich immer wieder mit Gott schreibe und so. Und dann habe ich, weiss nicht was für Vorstellungen habe und sage, ich will lieber, dass du das noch in die Ordnung bringst. Bam. Und jetzt bringe ich das in die Ordnung und ich bringe es zu ihm. Und das ist das, ich habe Glauben dafür, dass er mir das abnimmt und ich das kann bereinigen mit ihm. Und ich will gerade beten für die Leute, die das machen wollen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Menschen begegnest. Die sich jetzt entschieden haben, um zu sagen, ja, ich will rein werden. Ich will das anfangen, dass Jesus mein Leben weiss macht. Ich danke dir dafür, Jesus Christus, dass du da mit ihnen bist und ihnen dort auf dieser Ebene gut begegnest. Amen. Oder glaubst du, dass er dir seine Liebe zeigen kann? Hast du Glauben für das? Hast du Glauben dafür, dass er dir zeigen kann, wie fest er dich liebt? Ist dein Herz offen? Sagst du, ja, ich vertraue darauf. Herr, zeig mir deine Liebe.
dass er ein liebender Gott ist. Glaubst du das, dass er ein liebender Gott ist und dich gerne hat? Ja. Dann bete ich jetzt für dich. Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Menschen, die ihr Herz für deine Liebe auftun wollen, die glauben und vertrauen darauf, dass du ein liebender Gott bist, dass du ihnen auch so kannst begegnen. Ich danke dir, dass du begegnest und dass du da einfach deine Liebe kannst in die Herzen hineingeben. Amen. Und dann vielleicht den dritten Punkt, oder? Glaubst du, dass Gott souverän ist? Dass er souverän kann handeln? Ich meine, ein liebender Gott, ja. Aber liebend und souverän. Und weil, wenn er ein Gott von der Souveränität ist, dann hat er Einfluss auf deinen Alltag. Glaubst du das? Oder hast du immer das Gefühl, ich muss das alles selber machen und jetzt muss ich meine Pendenzen regeln und da und dann das und dann, oh nein, es wird so viel, wie mache ich das nur? Hast du Glauben dafür, dass Gott deine Pendenzen kennt? Dass er ein souveräner Gott ist, der in deinen Alltag eingreifen kann? Bringst du so viel Glauben auf? Yes! Dann bete ich für dich. Danke, Jesus, dass wir Menschen hier haben, die glauben, dass du ein souveräner Gott bist und in ihrem Alltag Einfluss kannst nehmen. Und gerade heute Morgen eine Zeit haben, wo du ihnen die Weisheit gibst, wie sie ihren Alltag können gestalten oder dass du ihnen einfach auch Tendenzen wegnimmst und sich Sachen verschieben und es dann nicht so, dass sie einfach den Alltag mit dir teilen, Jesus Christus. Danke, dass du diesen Menschen begegnest, die den Glauben haben für das. Haben wir Glauben, dass Gott gut ist? Haben wir Glauben? Hast du Glauben, dass Gott gut ist? Und willst du ihm wirklich getraust dich zu sagen, da bin ich, nimm mich. Du bist in diesem Raum drin, vom Glauben. Und wenn du dort bist, oder, dann ist schon ein bisschen gefährlich. Bist du an dem Punkt, wo du kannst sagen, Jesus Christus, da bin ich, ich gehe auf die Knie vor dir, zeig mir, was mein Leben ist, zeig mir deine Liebe, nimm alles, auch mein Konto, einfach alles. Jesus, mein Leben ist dir. Haben wir Glauben für das, dass Jesus souverän, voller Liebe, voller Gnade ist und kann dich nehmen und durch das einfach auch Menschen, andere segnen, durch dich durch. Dass er dich nehmen und dort hinstellen, wo du hingehörst, wo er einen Plan hat für dich. Glauben wir an das? Wenn ja, dann bete ich für dich, Jesus Christus. Wow, Menschen mit Glauben sind da rein. Die dir begegnen und sie wollen dir ihr Leben geben. Wow. Und ich danke dir, dass du voller Sanftmut und Liebe und voller Demut und Ruhe zu ihnen kommst und ihnen begegnest. Und ihnen zeigst, was als nächstes dran ist. Amen. Hey, wir gehen in eine Zeit, wo Jesus soll wirken soll. Ich glaube daran, dass er an jedem von uns wirken kann. Dort, wo du stehst mit dem Glauben, überfordert er dich nicht. So darf er dir begegnen. Jesus, ich will euch bitten zum Aufstehen. Jesus, so stehen wir da. So stehen wir da. Jeder mit seinem Glauben an dich, Jesus Christus, reinigend, liebend, Hingabe im Alltag. Ich danke dir, dass wir uns in diesen Räumen von dem Glauben dürfen bewegen. Und ich glaube, Jesus, dass du heute jedem da rein kannst begegnen. Und ich danke dir, dass deine Macht heute kommt und unsere Herzen erfüllt und wir dich erleben können heute Morgen. Jeder dort, wo er steht, Jesus Christus. Und so gehen wir in den Worship hinein. Herr, mit offenem Herzen für das, was wir glauben. Und ich danke dir, dass du so viel Gutes gesagt hast. Und ich danke dir, dass du ein guter, gnädiger Gott bist. Und wir wollen sagen, dir allein